Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, sieht das aus wie beim letzten Mal. Der zweite erste eigene Blaster. So, da können wir das Magazin da. Und dann Gott, das noch nicht so richtig. Aber mir hätte sie jetzt nicht auf dem Tisch, wenn ich nicht da was vorbereitet hätte. Dann haben wir die Schwungrädlerskäfig, also die noch übrig sind. Das andere ist schon im Archiv gelandet. Und seht ja, zum einen geht der Magazinhebel noch nicht so richtig. Den haben wir jetzt neu ausgedruckt. Oder Millimeter länger oder 2 Millimeter länger. Und hoffentlich löst das Problem. Dann haben wir das Problem, dass der Schieber nicht richtig zurückgeht, weil das Federle nicht genug Kraft hat. Und das ist halt einfach zu entspannt, das Federle. Dann haben wir jetzt da neue Schieber. Da ist einfach der Abstand kurz. Und was wir auch noch haben, ist neue Schiebergehäuse. Da seht ihr, da dürfte das Problem lösen. Jetzt müsste da einfach der Abstand zu der Feder wesentlich größer sein. Und ja, ich würde sagen, gut, was wir auch noch haben, weil das mit den Schwungrädlern, das hat ja nicht so richtig geklappt. Wir haben da neue Einheit. Und ich habe schon festgestellt, die muss ich auch nochmal neu designen. Weil ihr seht jetzt da, wenn der Motor da drin ist, also die hintere kriegt man da schon sauber rein. Das ist immer, ja, da ist die Schraube schon alles vormontiert. Das ist jetzt nicht so spannend, das auch. Wollte nicht, nicht wegen dem Netz so spannend, ich wollte auch mal gucken, ob es überhaupt den Gott und das alles passt. Deswegen habe ich das mal. Seht jetzt, das ist so, wenn da jetzt ein Motor drin wäre, das tät nicht gegangen, ihr seht's. Ihr seht's, glaube ich. Deswegen, ja, müssen wir da vorne den Schnitt einfach viel weiter unten machen. Also ich denke, einfach da vorne, das plötzlich größer und das plötzlich kleiner. Aber fürs erste kann uns das mal egal sein. Für heute haben wir dann noch so Dummies, dass sich das Pfeil nicht der Hand an den Dinger verfängt, sondern da entlang dengeln kann. Haben wir so Dummies. Und da dürfte es dann passen. Dürfte es dann einfach so durchgehen und gut ist. Das ist so meine Hoffnung an der Stelle, dass das dann hilft. Jetzt will ich erstmal gucken, ob das generell geht. Jetzt können wir mal das gleich auf die Seite räumen. Da den Motor habe ich schon eingeschraubt. Aber was ihr jetzt seht, das ist ja dasselbe. Was ihr jetzt seht, das ist jetzt auch noch viel luftiger. Da drumherum ist mehr Luft. Das dann haben wir ein Schwungrädle. Das ist ganz locker. Da drin runter kann. Und durch das, dass das Motor jetzt dann festgeschraubt wird und alles, dürfte sich das auch nicht nach unten setzen. Das ist, glaube ich, das letzte Mal der Fehler gewesen, als wir das Motor nicht festgeschraubt haben. Und dann zieht es das halt nach unten und das ist dann halt, ja, dann geht es halt hey. Oder dann klemmt es halt fest. Und dann war das letzte Mal war das auch viel zu wenig Luft. Das ist nicht arg viel zu jeder Seite. Wenn man da so ein bisschen, bis das ein bisschen schräg hat und dann hat sich das sofort festgesetzt. Das war halt, ja, schade. Das hat mich, glaube ich, ein Schwungrädler auf jeden Fall gekostet. Weil das ist jetzt das, was vom Satz noch übrig blieb. Ist. Und ich glaube, ein Modell oder 2. Das muss ich nachgucken. Weiß ich jetzt auch nicht mehr auswendig. Ist ein bisschen Zeit vergangen. Das ist auch halb so wild. Das ist halt Lehrgeld. Ich glaube, das Ding da vorne habe ich nicht neu ausgedruckt. Ja, das geht zum Glück runter. Das müssen wir behalten. Das bleibt orange. Das ist dann für unsere amerikanische Zeitgenosse. Aber das, warum auch immer, das plötzlich frisch ausgedruckt habe. Das ist da dran anders gewesen. Warum habe ich das ausgedruckt?
Das war ein bisschen. Was habe ich da dran geändert? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das kann sein, dass das ein bisschen überflüssig war. Da habe ich da den Durchmesser ein bisschen kleiner gemacht. Irgendwas habe ich geändert, ich weiß es noch nicht mehr. Nichts Dramatisches. Aber ich würde jetzt sagen, wir fangen mit dem Schieber an. Zerlege das Ganze. Guckt, also gut, wir müssen dahinter das auch machen. Und guckt, ob der Schieber geht. Und wenn das geht, dann machen wir Schwungrädler. Weil nicht mal beim nächsten Mal Schieber neu. Was ich auch noch gemacht habe, ist da noch das Grad. Weil das kann man dann ja später, wenn man da, je nachdem auf welche Seite das kommt, das habe ich nämlich so gedacht, dass man den auch so bedienen kann und oben was anderes hat. Und da ist es scheiße, wenn die schräg ist. Und wenn man das so hat, kann man die Schräge da haben und das Klötzle, das dann danach kommt, einfach ergänzen. So war meine Überlegung an der Stelle. Dass das dann einfach ergänzt wird und da das Klötzle reinkommt, könnte man dann, was weiß ich, 2 von den Blasters. Das ist jetzt gerade das nicht Gott. Oder gerade das. Oh, gerade das mit meiner Hand gegangen hat. Und dann muss das viel eher. Gut. Oh, das geht schon. Aber zurück geht's halt nicht. Ja. Aber mal alles nach dem anderen. Und ich würde sagen, das mache ich schnell im Schnelldurchlauf. Und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, das dürfte es doch. Seht das. Das Federle hat jetzt schon deutlich mehr Spannung. Das könnte sogar ein Ticket zu viel sein. Was mich wundert, an der Höhe von dem Modell habe ich nichts geändert. Und ja, so sah das vorher aus. Und es ist irgendwie ein bisschen schmaler geworden. Weiß auch nicht, was da passiert ist. Also ihr seht, das Federle, das hat einfach fast keine Spannung gehabt. Das hätte jetzt. Gut, ganz zurückgegangen tut es nicht. Oder sonst nicht. Das hat jetzt deutlich mehr Spannung. Also ich habe jetzt hier dahinter den Schraubpunkt. Was seht ihr, da ist jetzt da noch eine Aussparung drin. Das ist jetzt ganze Ecke weiter hinten. Bleibst schon da und bist ruhig. So, oder? Das heißt, und das da hinten, da seht ihr jetzt den Unterschied. Also das Einzige, was eigentlich anders ist, oder das Material anders ist und was weiß ich, und deswegen das ein bisschen, ist, dass das da hinten, da jetzt der Abstand auch nochmal verringert worden ist. Das hat dann, da haben wir einen halben Zentimeter für, so grob rausgeholt und ein bisschen nach unten. Weil ich Angst hatte, dass die Feder da reibt, aber das passt recht gut. Das ist, damit bin ich zufrieden. Und ich meine, das hat halt nach dem Magazin auch nochmal Reibung und das in Kombination mit der Reibung hier und allem, da muss die Feder schon ein bisschen was ziehen und da war sie halt einfach, die war zum Schluss zu entspannt, also das passt da nicht.
Jetzt müssen wir da den Taster noch. Den Taster, Schalter. Den Schalter noch rauslöten. Das machen wir dann. Also, das da rein. Das kommt dann weg. Überall das Fett. Und das Deckerle. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Was habe ich da anders gemacht? Oh, das ist glaub. Das Deckerle ist glaub gleich aus, dass ich die Druckqualität deutlich erhöht habe. Seht ihr das? Ach, jetzt da seht ihr. Der unterschiedliche Griff. Das ist der Hanna. Das habe ich anders gemacht, deswegen habe ich es neu rausgedruckt. Jetzt ist ja klar, das muss ich dann auf beide Seiten machen. Ja, das ist dann so. Die Schrauben muss natürlich anders noch rein, weil da ist der Seite ist ein bisschen Aussparung von Mutter, auf der anderen Seite ist. Jetzt gucken wir mal. Ja. Okay, das zieht es zurück. Das tut jetzt passen. Weil das hätte mich gewundert, das hat ja beim ersten Blaster auch funktioniert. Und an dem Prinzip haben wir jetzt nichts geändert groß. Also, ich meine gut, wir haben halt alle Teile ein bisschen rumgespielt, aber das eigentliche Prinzip haben wir jetzt nicht geändert. Das wäre ja... Ja, es wäre ja blöd, wenn das... Das habe ich schon fast gedacht. Oh je. Ja gut, okay, das ist jetzt alles noch ein bisschen wackelig. Jetzt sagen, das riskieren wir jetzt einfach. Ach, das da weg, da noch. Und ich hab... Ja, ich hätte das da noch. Aber das wäre mir zu aufwendig. Oder da Langloch rein. Dann hätten wir das immer wieder. Aber ich bin da jetzt optimistisch, dass das klappt. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Aber das mache ich schnell durchlaufen. Dann bis gleich. Schaut euch das an. Schaut euch das an. Oh. Ja. Ohne Kopf ist man halt manchmal wie der. Aber wenn wir das jetzt schon so haben, jetzt probieren wir wenigstens, ob das geht. Ich muss das jetzt nochmal zurückschrauben. Ah, wunderbar. Oh, das habe ich jetzt richtig abgeschätzt. Das heißt, das Magazin dürfte jetzt halten. Ah, der schnappt jetzt schön zurück. Wunderbar. Das heißt, bevor wir jetzt da Schwungrädlerskäfig baut, gucken wir mal, ob es ein Pfeil oder ein Dart, wenn er da so wollt, ob es ein Dart rausschiebt. So, das sag's euch, das Laden. Aber das ist, so wie ich es gehört habe, originalgetreu. American 180 braucht glaube ich auch ewig zum Laden. Aber gut, da passt auch mehr als bloß eure Runde rein. Das nagt noch in meinem Ingenieursbewusstsein. Also das Selbstbewusstsein von Ingenieure, dass ich das noch nicht geschafft habe, dass ich das mehrstöckig mache. Oder noch nicht sinnvoll. So. Dann wird es jetzt von den Schwungrädern gegriffen. Ja gut, das hat jetzt halt keinen Gegendruck. Hoffe, dass das reicht. Dass das die Schwungrädler. Das durfte lange. Das durfte lange, weil ich setze der gleich an. Also, das Kabel muss ich jetzt da noch rein.
Dann muss ich noch aus denen da noch die Mutter rausholen. Das dürfte aber einfach gehen, hoffe ich doch. Wenn nicht, ein Feuerzeugli hilft da. Ah, raus ist. Da ist noch. Ja, und nochmal. Ja. Brauchen wir kein Feuerzeug mehr. Das verhindert, dass ich weitere Brandwunde kriege. Da Heißleben rumgespielt. Andere Projekte. Das war das Auto, das sie gegen eine neue Batterie quert hat. Ein bisschen Smalltalk zwischendurch. So. Also. Das heißt, der Schieberle der jetzt so weit gegangen. Dann noch den Vorbau noch nachbauen. Erstmal das Kabel wieder verstauen. Dann gucken wir. Motorle. Zum Glück gibt es da die Schreibblämer bei den Schwungrädlerskäfig von Workers, gibt es da zum Glück immer welche extra. Dadurch habe ich die da. Und ich habe ja da schon ein paar von denen verbaut. Und habe noch ein paar rumliegen für andere Projekte. Aber wir bauen halt bloß eins, haben wir, das dürfte reichen. Und hoffe, dass das Gott, dass wir weitermachen können. Weil das nächste Mal hätte ich gern gucken. Wie haben wir da? 4 Plätze vorgesehen. Und gucken, was das denn so bringt. Aber jetzt, weiter schrauben. Bis gleich. Ah, da bin ich froh, dass ich den gerade nochmal rausdrucken will. Hat es schon kracht bei den Schrauben, die ich da habe. Ist nicht so geschickt. Das ist, passt von der Toleranz nicht ganz. Immer schwer, so 3D-druckte Teile so hinzukriegen, dass die. Das ist dann auch je nachdem, wie man es rausdruckt. Da kracht es nochmal mehr. Was man da jetzt macht. Das Ganze mit ein bisschen Wärme. Mit Wärme und Liebe. Gottes. Ja. Dann ist das ein bisschen schonender, dass es nicht weiterkracht. Ist so meine Hoffnung. Und vor allem dahinter ist der Hebel, dann wird er vielleicht noch mal ein bisschen größer. Ich hoffe, dass man da das Muckersäckele wegschmelzen, das da zu viel ist. Und dass die Mutter schön schwarz wird. So, na Gott, die ganz sanft rein. Da dürfte es passen. Gucken wir. Andere Seite passt. Da hätte ich sagen, schrauben wir weiter zusammen. Dann löse ich auch gleich mal den Schwungrädlerskäfig dann. Also den schrauben wir jetzt. Nein. Oh, der Schwungrädlerskäfig löse ich im Schnelldurchgang. Ist kalt, wunderbar. Hat man da noch das Kunststoffteil versaut. Okay, das ist jetzt immer. Wenn man das erste Mal so Schrauben reintut, muss man da quasi fast schon Gewinde reinschneiden. Aber das passt, das ist okay. Lieber ein bisschen da. Auch ein bisschen, nicht ganz so locker, dann wackelt es nicht. Ich rede es mir jetzt halt hier. So. Trägt die Mutter jetzt wieder raus, oder? Ne, das zieht es nicht, das ist wunderbar. So, zweiter noch. Es sind ein Haufen Teile bei dem Blaster. Ich glaube, da könnte man mit wesentlich weniger auskommen, wenn ich einen größeren Drucker hätte und das nicht modular haben möchte. Aber das ist halt. Und so einen Schieber muss ich bloß einmal entwerfen. Den kann ich nachher auch für normale Magazine verwenden. Schwungrädlerskäfig kann ich auch mehr für andere. Also wenn man so eine Plattform einmal hat, gucken, ob es noch geht.
Ja, dass wir es zusammengequetscht haben. Immer so eine Plattform einmal und da kann man dann verschiedene Sachen draus basteln. Und dann muss man nicht, also so war meine Hoffnung, aber gut, die Schiebereinheit haben wir jetzt auch ein bisschen rumspielen müssen, dass wir doch ganz passt. Aber so ist halt. Was man jetzt macht, ist da vorne. Ui, ja, das seht ihr. Da musste ich schon mit Hitze spielen. Deswegen sehen die so schäbig aus, aber das ist okay. Die packen wir auf Seite fürs nächste Mal. Machen die jetzt da vorne. Die da, die Dummies, nein. Weil das brauche ich ja fürs nächste Mal auch noch. Wenn das alles nach dem anderen. Also für das gar so langes Video. Ich glaube, die sind nicht ganz symmetrisch. Das Ding hätte ich gespiegelt machen sollen. Die sind nicht ganz symmetrisch. Das ist so rum. Ah ja. Ja. Muss ich gucken. Und da haben wir wieder schön aufgeräumt die Platine vom letzten Mal. 4 Gummilas. Das war das letzte Mal schon so krampft es hinzulöten. Und frische Schwungrädler haben wir da. Aber das machen wir dann im zweiten Schritt. Die lassen wir nochmal auf Seite. Jetzt lädt wir erstmal die Platine noch. Und dann natürlich weiterer Motor. Der geht jetzt, das seht ihr, geht jetzt ganz gemütlich rein. Das habe ich. Da habe ich jetzt euch Schraub schon reingemacht, einfach um zu gucken, ob es das Lächle auch trifft. Und seht, passt. Die andere Seite müsste auch passen. Schreibler haben wir irgendwo da. Da Tütle voll Schreibler. Ich sage, das lädt ihm schnell Durchlauf zusammen. Dann bis gleich. So, gucken wir doch mal, ob es geht und ob es richtig rumgeht. Oh gut, warum ist noch? Weil das war das letzte Mal. Rechter Krust. Also das gucken wir jetzt im Netzteil, bevor wir, dass wir noch irgendeinen Kurzschluss haben oder sowas. Das war das letzte Mal rechter Krust. Also in die Richtung muss es Pfeile raus, weil da vorne haben wir die Kante. Geht der Gott? Und die dreht sogar in die richtige Richtung. Das heißt, die Richtung müssen, also beide. Das seht ihr jetzt nicht. Und ich sehe es auch nicht. Aber deswegen fasse ich da mit dem Daumen an, dass ich spüre. So, oder? Okay. Dann gehen wir das Netzteil wieder ausmachen. 2 Schreibler rausholen. Schreibler reindrehen, Schwungrädler drauf. Und hoffentlich passt dann. Was man vielleicht auch machen sollte. Ein Tröpfchen Schraubekleber rein.
Weil die Schraube hat es jetzt schon losgedreht. Das ist... Das ist nicht so geschickt, wenn sie die Schraube losgedreht und die nachher... Weil ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man die Schwungräder runterkriegt, ohne sie kaputt zu machen. Ich meine, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt doch. Also ich will nicht jedes Mal nur, weil ich da ein bisschen, weil sich der Schreibel löst und neue Schwungräder kaufe. Also es ist, ich will das jetzt alles nicht auch ohne die verschwenden. Also deswegen hole ich mal Schrauberkleber, dann schrauben wir das weiter zusammen, dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ah, der Schrauberkleber hat sich ein bisschen arg gefreut, mich zu sehen. Riesensauerei gemacht. Mein schöner Tisch, mein schöner Tisch. Ja. Mal ein bisschen wegwischen. Und für Kamera gewackelt sorgen, das ist ganz wichtig. Wenn der Schrauberkleber sich so sehr freut. Wenn wir auch noch das wegkriegen, dann hoffe ich, dass das hebt. Dass das nicht auseinanderfällt. Dann Schwungrädler, ein Schwungrädler. Gucken. Drauf. Ui. Das gehört nicht zu meinen Lieblingsgeschäften. Schwungrädler noch machen. Das Einzige, was ich weniger mag, ist runter machen. Ich glaube, ich brauche da ein bisschen so Überzeugungsarbeit. Ich hole mal Meinungsverstärker. Und das mache ich dann im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Jetzt hat die Schreibblätter durchdrückt. Wie nicht bei beiden. Ja, beim anderen ist noch gut. Muss ich gucken. Das. Scheiße ist das. Die andere trotzdem. Aber ich schraube trotzdem raus. Eieiei. Das. Oh, scheiße. Okay, das hebt. Dann nehmen wir uns einfach ein neues Modell. So, die wissen, wie rum das. So langsam bin ich echt kein Fan mehr von der Platine. Ich glaube, das lassen wir jetzt einfach mit der Platine. Machen da normale Verlötung noch und gut ist. Weil man kann da halt nirgends gescheit dagegen drücken. Also. Wir sollen uns trotzdem merken, wie das war. Weil das hilft dann schon. Das heißt, der Motor war da drin. So, die Boys. Müsste ja. Machen wir einen Lötkolben klären. Da kann man halt die Schwungräder nirgends dagegen drücken. Das sollte man die Platine eigentlich erst zum Schluss noch löten, aber das wollte ich jetzt halt auch nicht machen. Noch dreht es in die falsche Richtung.
Das heißt, müssen das da haben. Weil so kann ich das dann gegen den Motor, da unter gegen den Motor nah bestützen und dann dürfte das gerade so gehen. Eieieiei. Ja, wir haben es ja mittlerweile aufgegeben, kurze Videos zu machen. Also, das mache ich dann separat, da, im Short, für die Leute, die keine Aufmerksamkeitsspanne von länger wie 1 Minute oder 2 haben. Für die gibt es dann das zusammengeschnitten. Und wahrscheinlich auch die Szene oder den Teil irgendwann mal zusammengeschnitten. Ja, komm schon. Ja, fällt wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen Flussmittel. Das heißt, wenn ich ein bisschen Flussmittel habe ich nicht da, also ein bisschen Lötzinn wieder. Dürfte das wieder weggehen. Die Platine noch zu löten ist fast mehr Aufwand, wieder Kabel noch zu machen. Also, Modularität schön und gut, aber das ist halt. Gut, das kann jetzt sein, dass es am Anfang halt auch einfach eine hohe Temperatur braucht, bis die ganze Platine warm ist. Muss man nämlich aufpassen, wenn man die seitlich auffasst, die wird gut warm. Ja, komm schon. Die ist ja Scheiß. Hätte ich schon fast gekauft, Schwungrädler noch gut ist. Jetzt gucken wir mal, ob das überhaupt noch hebt. Komm schon. Komm schon. Weg mit dir. Ist da weg. Gruß da weg. Ah. Vielleicht noch ein anderes Projekt. Heiß. Heiß. Gerade sage ich es noch. So gut höre ich mir selber zu. Yeah. Komm schon. Runter den Gummile. Okay. Das hätte an der falschen Stelle sich auch komisch angehört. Aber gut. Jetzt hoffen wir, dass der. Oh, der schöne Tisch. Heute kriegt das ab. So, da. Sollen wir nochmal den Schraubekleber jetzt noch? Ach, da ist er. Das mal. Frische Schraubekleber noch. Oder ist mal nicht der ganze Tisch voll Kleber. Ja, komm schon. Bloß ein Tröpfchen. Bloß ein kleines Schräubchen. Ah, hebt noch. Hebt noch. Wo ist jetzt die andere Schraube noch? Die sich jetzt verabschiedet oder taucht die nochmal auf? Bitte. Wo hat die noch einzelne Schraube? Dann nehmen wir halt das separate. Das können wir uns hoffentlich nur leisten. Ich weiß nämlich noch nicht, woher ich die Schraube separat kriege. Das ist flüssig, das Zeugs. So. Der ist da drauf. Dann so, nein. Anders ist der Krampf.
So, nein. Ja, da darf man keinen Druck ausüben. Das hebt noch. Das hebt noch. Aber das dürfte mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man so ein Schwungrädler vielleicht besser hinkriegt. Also, so. Das ist ein ziemlicher Krampf. Auf den Käfig darf ich. Gut, das ist jetzt halt auch. Der 3D-druckte Käfig ist jetzt nicht das Beste. Das ist schon auch klar. Das heißt, mehr die roten Punkte sind in unterschiedliche Richtungen. Das ist jetzt an der Stelle wichtig. Mehr als die Einschränkung der Platine nicht mehr. Also ich habe das jetzt zumindest mal für mich beschlossen. So. Und dann müssen wir gucken, dass wir da Luft lassen. Ja, Materialschoner funktioniert auch nicht mehr. Höchst professionell mit Klebeband. So Gott, das aber. Ich meine, so ist es wesentlich besser. Und jetzt sollte ich dann wenn dann die Platine nochmal. Weil so habe ich halt auch keinen Druck auf den Käfig. Dann kann man da rasch zurück. So, das. So dürfte es passen. Ja, sieht nicht schön aus, aber hoffentlich passt es jetzt. So. Ja. Bei dem Motor hätte ich es schon verwenden können. Der ist halt auch noch ein bisschen. Ja, der hat jetzt halt ein bisschen was gesehen schon. Ah, Lötkolben hätte ich nicht ausmachen brauchen. So. Jetzt da das Übliche mit den Käbeln. Habe ich da Gegenstück zum Stecker. Also gucken, was ich da habe. Dass ich das dann. Jetzt hoffe ich, dass das dann geht. Aber das machen wir im Schnelldurchlauf. Bis gleich. So, dann testen wir es, ob es denn jetzt noch geht. Ja, vorsichtig sein. Dass das nicht, also nicht über die Motorengehäuse kurz schließt. Ja. Das heißt, genau falsch rum. Lass mal jetzt mal gucken. Pfeile. Und hier ist die richtige Richtung. Das heißt, Käbel lassen wir jetzt da. Da, rot, schwarz, passt. Dann löse ich da Steckerle noch. Bis gleich. So, Odele. Batterie habe ich vergessen im Schnelldurchlauf einzutun. Da muss ich euch halt nebenher was erzählen.
Jetzt hoffe ich. Jetzt hoffe ich, dass Gott. So, da an. Da. An. Ja. Nee. War auch so halbwegs. Ich meine, der Lauf ist jetzt halt schon. Und ich musste das Magazin ein bisschen noch unterdrücken, sagen wir. Das ist. Ja gut, Kabelmanagement ist jetzt halt. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr den Schnelldurchlauf angeguckt habt. Oh ja, da will er gerne. Als ich das gesehen habe. Und dann hat er so viel Lederei und dann. Ja gut, das wird spaßig, das nachher irgendwie zu verketten. Ich glaube, ich muss das irgendwie. Oder da einfach unter die Box größer. Und dann wird es irgendwann mal. Aber wir sind jetzt einen Schritt weiter. Halt. Das Messmittel. Das habe ich gedacht. Was hat denn das für ein Fehler? Das ist. Scheiße, das ist Batterie leer. Dann zeigt es das jetzt, dann dreht es dann irgendwann mal durch. Aber. Das kann sein, dass das aber auch das Problem. Wann habe ich das letzte Mal eingesetzt? War das vielleicht tatsächlich bei der Swordfish vs. Streif bei dem Video, dass das da auch ein Problem gemacht hat, wenn die Batterie leer ist? Ich weiß es nicht. Wir testen jetzt auf jeden Fall mal eine Runde weiter. Machen wir da den Deckel zu. Gut, ob es nein Gott. Können da wahrscheinlich schon auch. Ja, Kabelmanagement ist. Ihr seht, das ist ein durchgängiges Problem. Das ist systematisch. Ja, komm schon. Das ist gerade, dass der Stecker da ist, wo das nicht flexibel ist an der Stelle, wo es flexibel sein sollte. Eieiei. So. Gerade noch. Ist halt. Da habe ich auch mehr Glück gehabt als Könner. Das ist. Ja, weil wenn wir da nämlich noch weitergehen wollen, dann muss ich mir was überlegen. Aber jetzt haben wir erst einmal Spaß. So lange bis hier ist. Und Messwerte machen wir dann halt das nächste Mal. Und dann habe ich bis dahin. Ich glaube, das mit dem Kabelmanagement, da überlege ich mir was. Die Schwungrädelskäfig, die bleiben jetzt so. Und in die andere drei setze ich auch noch Modelle rein. Jetzt spiele ich mit dem auch noch mal so lange rum, bis ich vielleicht Schwachstelle finde. Da muss da oben in den Deckel muss eigentlich dann schon ein bisschen eine Führung rein. Will ich jetzt nicht reingucken, wenn ich. Deswegen hat es das, weil das hochgezogen hat. Oder hat es das hochgezogen, weil. Machen wir das mal raus. Weil das wird nachher ja, da kommt da oben der Deckel drauf und dann wird das ja alles festgehalten. Das ist ja noch die Modularität aus dem letzten Mal. Dreht das jetzt besser. Ich habe das nur falsch drinnen gehabt. Okay. Ja, so rum soll es sein. Das muss ja oben dann festgehalten, aber so rum soll es eigentlich nicht sein. Ja. Seht das Magazinlader, das ist der halbe Spaß von dem Blaster. Und 3/4 der Arbeit, so in etwa. Oh, mein Daumen ist dafür dick. Du musst den Zeigefinger nehmen. So.
Habe ich selber entworfen und weiß schon selber nicht, weiß Gott. Hey. Manchmal ist man halt auch Kasperle. Das ist ja, noch ein paar. Oder das kennt er von meinem ersten Blaster. Und das ist ja eigentlich die idealerweise die modularere und die verbesserte Version vom ersten Blaster. Und irgendwann mal können wir da auch eine abgespacede Variante davon machen. Ich weiß nicht, ob ich vom ersten Blaster mehr als bloß den einer rauslasse, das weiß ich noch gar nicht. Dann kann es nämlich sein, wenn ich Lust habe auf den. Oder ihr mir dazu mit so arg nervt in die Kommentare, dass ihr auch Lust drauf habt und das auch haben wollt. Und dann doch was überlegen muss. Weil bisher nervt er mich noch in den Kommentaren, also bisher mache ich das bloß für mich. Das macht mir das die Sache einfacher. Aber wenn ich mich nervt, dann mache ich das auch für euch. Das will ja nicht so sein. Das müsst dann jetzt hier. Und ich bin es nur so sehr gewohnt, mit dem Mittelfinger das zu bedienen. Das ist, ja gut. Das heißt, das ist klar, das kann auch sein, dass man mit mehreren Schwungrädlern dann irgendwann mal. Das ist. Dass man mit mehreren Schwungrädlern irgendwann mal auch Probleme kriegt. Aber das ist trotzdem. Boah! Jetzt, Leute. Aber ja, das gucken wir mal noch. Und ein Problem nach dem anderen. Jetzt gucken wir mal einfach mal da, dass man das kaskadiert. Und dafür muss ich das doch so nochmal neu entwerfen und irgendwie gucken, wie ich da Platz reinkriege. Weil das darf jetzt da hin. Das Problem ist, müsste ich eigentlich da noch weiter runtergehen. Oder wobei. Und den Teil brauche ich sowieso nicht. Also den Teil kann ich auch einfach da seitlich noch kleben und das ist nicht elegant. Ist nicht elegant, aber. Oder den Teil kann ich einfach auch weglassen und dann nachher mit Design das verkaspern. Weil dann könnte man daher gehen. Das ist halt auch wieder. Ich will eigentlich so wenig wie möglich Stützstruktur. Das. Also. Der Hanna, der Teil hat noch. Also den Teil hat der Hanna, soweit ich weiß, gar nicht so Stützstruktur. Ui, habe ich ein bisschen zu gut gemacht mit dem Schreibler. Das korrigieren wir uns gleich. Okay. Also er hat eigentlich gar nicht so Stützstruktur. Soweit ich weiß. Da kommt alles ohne Stützstruktur raus. Und das einzige, der Magazinschieber, der hat eine Stützstruktur, ein bisschen. Aber auch nicht arg. Also das ist halt gerade, weil da muss ich mir was überlegen, wie ich das hinkriege ohne Stützstruktur, dass das trotzdem geht. Weil Stützstruktur halte ich für. Also wenn man so meiden kann, ist halt. Sonst ist halt Verschwendung. Oh, der Schieber geht jetzt. Das ist ein großer Schritt nach vorne. Werkzeug wird auf Seite. Pfeile aufräumen. So bin ich die man im Bild sieht. Da wir zum Schluss ein schönes Bild haben. Und ja, ich sollte einen Pfeil reinladen. Weil das Magazin lässt sich nicht reinladen, wenn es leer ist. Das ist. Weil dann geht der Schieber vom Magazin auf der Schieber vom Ding. Das ist ein Safety-Feature, dass ihr daran gehindert wurde, ein leeres Magazin reinzuladen, so in etwa. Ich hab's einfach nicht besser hingebracht. Und dann. Ja, eigentlich recht cool. Und es kann sein, dass man irgendwann mal mit den anderen Modellen auch noch Schwungrädler macht. Weil das ist glaube ich schon alles jetzt nochmal schlanker geworden, ne? Das weiß ich gar nicht. Weil man könnte da noch. Könnte schlanker machen. Ich meine, der Hanna ist jetzt überall auf jeder Seite. Oder braucht. Na, da muss die Gewindestange durch. Deswegen braucht man das.
Das ist ein bisschen durchhängen tut's. Ja. Ja, mich freut's. Das geht jetzt natürlich noch nicht, weil das Magazin, gut, das hebt jetzt durch genug Reibung. Und Schreible fallen draus. Das ist, da muss ich mir irgendwie was überlegen, wie man das geschickt. Das wird mir jetzt nicht einfallen, da muss ich Nacht drüber schlafen. Da kann ich jetzt, sonst geht das Video ewig. Wir haben immer keine Lösung gefunden. Oh, sie schraubt es groß. Will ich deswegen aus? Ja, ist halt so aufgerannt ist. Und damit stehen wir ins Bild. Damit lassen wir es für heute gut sein. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.